Hallo zusammen, ich bin Anne. Schön, habt ihr auf meinen Kanal gefunden. Ich möchte gerne mit euch zusammen ein Junk Journal machen. Und zwar so etwas in dieser Art. Das hier ist meins, das ich erst gerade vor kurzem fertiggestellt habe, mit allem drinnen und aussen dran und alles. Das ist soweit fertig. Wir können hier mal schnell aufmachen und geschwind ein bisschen drin hineinschneiden, was es hier alles so drin hat. Also ja, nur so ganz kurz, gell? Einfach nur schnell ein bisschen reingüchseln. So, um schnell einfach so ein bisschen zeigen. Was wir denn alles vorhaben, weil, wenn wir das Journal fertig gemacht haben, das Cover und die Seiten drin haben, möchte ich das natürlich auch gerne mit euch zusammen füllen. Genau mit solchen wunderbaren Journalkarten und Täschchen und Bellyband und was alles einfach so dazu gehört. Ich habe da nämlich schon ganz viele Ideen, wie wir das machen könnten. Aber als erstes brauchen wir natürlich zuerst einmal ein Buch. Also, ein leeres. Und das machen wir miteinander. Ich nehme für das am liebsten einfach ein fertiges Buch, damit ich nicht das Cover eben selber muss zusammenkleben und so weiter. Mir geht das am ringsten so. Und für das müssen wir natürlich zuerst einmal die Seiten hier rausschneiden. Ich hoffe, ihr seht das gut. Hier möchte ich gerne reinschneiden. Wenn das geht. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Gut aufpassen, dass man nicht in den Buchrücken reinschneidet. Aber ich glaube, das passt soweit. Das klappt, glaube ich, schon. Dunkelt mir, der ist ein bisschen hartnäckiger da. Aber mal, das kommt schon gut. Gäbig ist da wirklich dran, dass man nicht nur muss das alles zusammenkleben, weil das ja dann eben schon gerade so schön ist. Dann muss man es nur dekorieren und die Signaturen reinkleben. Reinnehmen natürlich. So. Voilà, die können wir einfach so rausnehmen. So. Und da hätten wir das schon. Perfekt. So, ich werde das eben genau gleich machen, wie ich das hier gemacht habe. Und zwar mit so Collagen aus Buchseitenfötzchen. Ein paar habe ich hier schon vorbereitet. Ich werde euch noch schnell zeigen. Ich möchte gerne von diesen Buchseiten, ich habe die jetzt mit Kaffee eingefärbt, das ganze weisse Zeug rundherum abnehmen, damit wir wirklich nur den Text haben. Ich finde, so sieht es am schönsten aus. Und dann machen wir hier gerade so mehr oder weniger viereckige Fötzchen in den verschiedensten, Grössen und so. Manchmal braucht es eine schmale, manchmal braucht es Höhe, manchmal braucht es Breite. Das sehen wir dann beim Draufkleben, wie wir es dann machen. So. Oh ja, ich glaube, ich habe schon genug von dem. Ich habe da einiges vorbereitet. Und dann möchte ich dazu noch nehmen, wo ist es jetzt? Da habe ich da so ein Blöckchen mit so schönem Müsterli-Papier. Und da habe ich doch auch gedacht, ich möchte noch
die eine oder andere Seite so ein bisschen als Akzent. Da ist noch etwas. Und von denen reisse ich auch gerade ganz auf der Seite. Die gerade Seite ab, die brauche ich nicht. Das sieht nachher schöner aus, wenn das alles gerissen ist. Einmal schön rundherum. So, den Vogelkäfig nehmen wir und hier die Schrift und hier die hübschen Vögel. Halt, das kommt weg. So. Und hier haben wir noch die Schrift. Minus der gerade Rand. Und die Blumen nehmen wir separat. Und den Sommervogel nehmen wir separat. Vielleicht brauche ich den ja nicht alles, ich weiß es nicht. Ich werde es dann sehen. Nochmal ein Sommervögel. Und sonst brauche ich dann das für irgendwelche andere Projekte. Ich habe eine ganze Kiste voll so schöne Fötzelis, wo je nachdem, was ich dann für ein Projekt habe, nehmen wir dort eine Handvoll raus und dann schaue ich, was ich davon brauchen kann. Das ist natürlich nicht jetzt einfach für nichts. So, aber dann habe ich wahrscheinlich dann genug von denen. Oh, das sind doch auch noch hübsch, da, die Blümchen. Einmal so. Machen wir das auch noch gerade. Dann haben wir das auch noch gerade gehabt. So. Gut. Und jetzt kommt ein Prozess, der meiner Meinung nach immer am längsten dauert. Und zwar, ich möchte gerne alle die Fötzchen rundherum ein bisschen inken. Einfach die Ränder ein bisschen schön machen. Uiuiui, mein Stempelküsse, das ist ein bisschen trocken. Ich nehme hier einfach ein bisschen Wasser. Das ist übrigens Distress Ink Vintage Photo. Das passt gerade recht gut zum Kaffee eingefärbten. Für alle, die das nicht kennen, da zeige ich das mal so her. Dann nehme ich einfach ein bisschen Kaffee. Irgendeinen so einen Instant-Kaffee oder ist egal was. Einen kleinen starken, je nachdem wie hell oder wie dunkel dass man es gerne haben will. Nehmt man ein bisschen mehr Pulver oder ein bisschen weniger. Ja, und dann kann man machen, was man will. Man kann das mit einem Schwamm oder mit einem Lumpen einfach schön einstreichen, dann wird das ganz regelmäßig. Und wenn man es dann ja, irgendwo über eine Wäschhänke oder was trocknen, dann wird das wirklich wunderbar. Aber man kann es natürlich einfach so drauf spritzen oder ein Tassli draufstellen, dann gibt es so einen schönen Tassli-Rand. Genau. So mache ich meine Papier, mache Buchseiten, die ich so einfärben, genau für so solche Projekte hier. Oder ich tue gerade ganze Kopierpapiere mit einfärben, für nachher meine Signaturen. Oder Briefumschläge. Ja, das sieht auch immer schön aus. Ja, gell, wenn es euch natürlich dann da zu langweilig wird, mir beim Inken zuzuschauen, könnt ihr natürlich auch einfach vorspulen. Ja, ich kann natürlich jetzt noch gerade dazu sagen, währenddessen,
dass ihr auf meinem Kanal bestimmt nicht irgendwie höchst exakte Tutorials werdet finden für irgendwas. Ich möchte eigentlich einfach nur mit euch ein bisschen basteln. Ich finde das schön, wenn wir ein bisschen zusammensitzen und ein bisschen miteinander etwas machen. Wenn ihr natürlich Lust und Zeit habt, könnt ihr euch ein Zeug schnappen und einfach gerade mitmachen. Dann können wir das nämlich auch so ein bisschen wie in Echtzeit machen. Die ganze Imkerei hier zum Beispiel. Ja, das ist doch super. Darum werde ich auch wahrscheinlich nicht allzu viel schneiden oder so vorschaffen. Klar, habe ich jetzt da beim Fötzeli-Reissen schon wieder ein bisschen vorgeschafft, aber ja, mein Gott. Eben. Das Video soll ja dann auch nicht allzu öd und langweilig werden. Und vor allem nicht zu lang. Ich möchte gerne nicht allzu lang die Videos behalten. Also ja, nicht irgendwie da stundenlang, einfach nur, dass ihr mit mir beim Imken zuschauen. Genau, aber sonst kann man ja nicht zwischendurch einfach amigs. Ihr habt es ja gut, ihr könnt mich einfach vorspulen, wenn ich euch da zu viel Kabis zusammen schwafle. Genau. Oder wenn ich euch bei irgendetwas nicht schnell bin, könnt ihr mich einfach anhalten. Sagen, wart. Genau. So liegt, hei. Eben, die Imkerei, gell? Das ist doch ein Wahnsinnsprozess da immer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das noch ein bisschen besser machen. Ich komme da nicht vom Fleck. Oder vielleicht liegt es auch an meinem Ink-Tool, das nicht ganz so professionell da steht. Das ist einfach nur ein Korkzapfen mit so einem Filzgleiterli dran, von irgendwie einem Stuhl oder irgendwie so. Aber ja, also für mich funktioniert das wunderbar. Ich kann jetzt natürlich nicht den Vergleich, weil ich habe das nicht. Für mich geht das gut. Was ich eine Weile lang auch genommen habe, sind die hier. Also Make-up-Schwämme. Und ich finde, die funktionieren auch gut. Sie verzuseln dann relativ schnell und dann fallen die so Fötzchen ab. Das kann dann unter Umständen ein bisschen mühsam sein, je nachdem. Wenn man jetzt eben gerade so wie da muss viel inken. Es gibt dann manchmal auch eher so ein bisschen komische Ränder. Und etwas, was mir aufgefallen ist, hey, ich habe mir ganz neu eben die Distress Inks bestellt, die hier. Ich hatte mega Freude an denen. Und habe dann mit Walnut Stain, das ist ja so ein Braun, irgendwas inken. So auch, so rundherum oder so, ein bisschen einen Schatten machen. Und dann war das einfach grün. Dann habe ich gedacht, hey, sorry, aber das kann jetzt auch mal wirklich nicht sein. Und dann habe ich so richtig grosszügig auf so einer Fläche mit dem Schwamm. Und das war einfach grün. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, ja, also das ist jetzt da die falsche Farbe drin oder was, das kann ja wirklich, also das geht doch gar nicht. Ja, und dann habe ich aber dann mal mit dem Stempelküssi selber so, wirklich, weil ich es nicht geglaubt habe, neu drauf. Und dann war es schön braun. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, das muss an diesem Make-up-Schwamm liegen, dass der irgendwie, ja, ich weiss ja nicht, ob der noch irgendwas dran hat oder so. Dass es einfach eine komische Reaktion gibt und dann die Farbe richtig grün macht. Also so ein Olive war eigentlich noch schön. Aber einfach nicht das, was ich wollte, natürlich. Ja, ich habe schon gedacht, ja super, muss ich jetzt ein neues bestellen oder was? Kann doch nicht sein. Gut, jetzt wissen wir das auch.
dass das irgendwie die Farbe verändern kann. Aber also mit anderen Farben hatte ich noch nie Schwierigkeiten gehabt. Das hat alles so weit prima geklappt. Und vielleicht, irgendwann findet ja mal so ein professionelles Inkteil den Weg in meinen Einkaufswagen. Ja, wir werden es sehen. Bis jetzt fahre ich eigentlich noch recht gut mit dem. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich mache noch nicht so wahnsinnig lange Junk Journals. Ja, und habe mir das eigentlich so ein bisschen selber beigebracht. Mein Gott, ich habe einfach mir einen Haufen Tutorials angeschaut, immer wieder, auf verschiedensten Kanälen. Ich liebe zum Beispiel den Paper Outpost. Die macht das ganz toll dort und ziemlich chaotisch und wild und einfach nur sympathisch. Oder dann Treasure Books, sie macht auch wahnsinnig schöne Sachen. Und es gibt ja sicher noch ganz Haufen andere Kanäle. Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge noch. Katie's Garden habe ich auch noch ziemlich gerne. Sie macht auch ganz hübsche Sachen, wunderbare Tutorials. Sehr gut erklärt, alles immer. Ja, wenn ihr noch andere Kanäle kennt, wo ihr gerade voll Fan sind oder wo ihr denkt, hey, die muss da gesehen haben, dann schreibt mir das bitte sehr gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich immer gerne offen für zum Neues wieder zu lernen und neue Sachen zu sehen. Alles das, was ich dann da bringen, die wunderbaren Sachen, die wir werden in das Junk Journal rein basteln, reinkleben, habe natürlich eben nicht ich selber erfunden. Das habe ich alles von irgendwo aufgeschnappt. Ich werde es sehr wahrscheinlich wirklich auch nicht überall sagen, von wo dass ich jetzt die Idee habe. Nicht, weil ich die jetzt unbedingt klauen und als meine Idee ausgeben, wirklich überhaupt nicht, sondern weil ich vielleicht ja, schon an verschiedenen Orten ähnliche Tutorials gesehen habe und dann einfach auch, ja, das so ein bisschen auf meine Art und Weise wieder abwandeln oder umsetzen. Wir werden es dann sehen, was es alles gibt. Aber eben, ich werde sicher nicht überall Referenzen angeben. Genau. Ja. So. Ich glaube, ich mache jetzt hier noch das Röseli. Das Röseli und vielleicht das Vogelkäfig, das finde ich auch noch schön. Und dann fangen wir auch mal an, das Zeug ankleben. Muss schliesslich noch irgendwie drauf da. So, und wenn es dann noch mehr braucht, kann ich dann die immer noch inken und bereit machen. Gut, fort mit dem Zeug, her mit dem Zeug. Oh ja, das ist viel, das ist sehr gut. Viel ist immer gut. Was soll da vorne unser Blickfang werden? Vielleicht ein Röseli und ein bisschen... Oh, oder das Vogelkäfig, das grosse Vogelkäfig. So, vielleicht so ungefähr in dieser Art und Weise. Es ist ja sicher nicht schlecht, wenn man schon ungefähr eine kleine Ahnung hat, wie es dann aussehen soll. Aber es kommt schlussendlich sowieso einfach irgendwie raus. Ich nehme jetzt einen Tacky Glue. Ich habe den auch schon gebraucht für grossflächige Arbeiten, was recht gut funktioniert hat. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob er wirklich für das
konzipiert ist. Aber er hebt einfach wahnsinnig gut, er trocknet extrem schnell. Genau, sind wir oben und unten. Ich glaube, das ist gut. Das ist unser Oben. Ah ja, und wir müssen schauen, dass wir hier schön über den Rand auskommen, damit wir das nachher können so umklappen. Voilà, gut andrücken. Ich denke, jetzt nehmen wir da schon unseren Sommervogel. So. Machen wir hier einfach so eine wunderbare Collage. Schön drüber rein. So. Genau, und wenn ihr also im Hintergrund irgendwelche gespässige Geräusche hört, dann sind das meine Hunde, die irgendwie schnarcheln oder so. Also nicht verschrecken oder euch wundern, wenn es manchmal komisch tönt. Die machen manchmal komische Geräusche hinten dran. Genau. Oh, ich muss das weiter aufziehen hier. Wir sind hier ganz über die Ecke drüber. Ist jetzt gut? Zeig schnell. Ja, so kommen wir gut über die Ecke. Und dann, glaube ich, machen wir hier das Vogelkäfig. Ja, das machen wir jetzt so. Ah, und ehrlich, es ist einfach nicht intuitiv, ich sage es euch. Der Leim, das wäre so cool. Ich zeige es euch gerade. Oh nein, ja, scheiße. Jetzt wäre es gut gewesen, wenn der noch ein bisschen weiter oben wäre. Ein bisschen weiter oben, einfach ein bisschen, so. So, genau. Und sowieso, nein, ist jetzt egal. Ist egal. Der Leim, der ist extra so gemacht, dass man den so da drin in sein Deckel reinstellen kann und er ist immer gerade sofort wieder einsatzbereit. Ja, jetzt ist es halt da noch wenig. Und doch ein bisschen Leim für, das macht nichts, können wir streichen. Oh, das längt noch gut zum Umlitzen. Ja. Der Leim kann ein bisschen weg. Alles gut. Alles gut. Genau, aber irgendwie stört mich das. Ich komme nicht wirklich zu Schlag mit dem System. Ich lege ihn immer her und nachher muss ich gleich wieder schütteln. Und, hallo. Vielleicht gewöhne ich mich irgendwann dran. So reinstecken. Ich muss mir wirklich jedes Mal sagen. Da etwas Grosses, aber mit einer anderen Schrift. Das da. Oh ja. Zwar nicht ganz, aber macht nichts. So. Jetzt wirklich ein bisschen schauen, weil der Leim so schnell trocknet, das heisst auch irgendwie Quick Dry extra. Extra für mich Quick Dry. So, und dann hätten wir auch noch ein Röseli. Moment. Das ist der Weg. Ich will nicht, dass es so zu fest verdeckt wird. Darum mache ich jetzt zuerst den hier her. Ach, siehst du jetzt? Schon wieder. Und wieder schütteln. Und reinstellen. Ich werde es noch sehr manchmal nicht reinstellen. Also bitte, fragt euch nicht ab mir. Also könnt ihr schon. Könnt ihr schon. Ich frage mich ja manchmal auch selber ein bisschen ab mir. Das ist okay. Das ist total okay.
So, aha, jetzt eben wieder so, ein bisschen überziehen. So. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ich da immer noch im Bild drin bin. Vielleicht, vielleicht nicht. Aha, ja, es ist, glaube ich bin da noch zufrieden mit dem. So, und dann unten noch irgend so ein Schnipsel. So, unten noch irgendwas. Könnten wir zwar auch so eins. Nein, das ist nicht geginkt. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Kein kleines mehr. Doch, da. Da. Ja, das ist gut. Nehmen wir. Es ist gekauft. Wieder nicht richtig hergetan. So. Voilà. Und jetzt, ich glaube, wir machen es gerade umletzen, oder? Weil wir jetzt hier schon so viel Leim dran haben. Als erstes mache ich die Ecke. Gerade zuerst die Ecke. Wir können die auch abschneiden. Aber ich bin dann nicht ganz sicher, ob ich dann nicht zu viel abschneide. Und dann haben wir dann plötzlich ein Loch, das wollen wir nicht. Ja, wäre auch nicht so schlimm, könnte man ja dann sehr gut flicken, einfach irgendein Schnipsel draufkleben. Und jetzt hier sind wir ein bisschen knapp. Aber das macht nichts. Passt schon, passt schon. Alles gut. So. Und dann kommt es darauf an, welche Seite dass wir zuerst nehmen. Vielleicht auch nicht. In meiner Welt nicht. So. Und alles schön auflitzen. Prima. Und da. Ich tue hier am Rand gut Leim her, damit es auch wirklich dort hebt. So machen wir das. Und aufklappen. Und noch da. Das ist schon wieder. Aha. Ich leime hier auf meine Bötzeli, das ist auch nicht gerade so wahnsinnig gut. Aber es ist nicht so schlimm. So. Prima. Ja, siehst du jetzt hier, oder? Wenn man das Papier drüber klebt, müssen wir hier halt einfach noch schnell. Also wenn dann hier innen so das Innenpapier drauf kommt, dann wird es ja doch ein bisschen knapp. Aber ja, also ich meine, eben, dann machen wir einfach so. Ich klebe hier ein kleines Fötzchen drauf. Und nachher kommt das nicht mehr drauf an. Da noch ein bisschen. Guck, schön reinstecken. Gut. Dann wäre also unsere Vorderseite. Oh ja, das gefällt mir dann gut. Und dann am Schluss noch irgendwie mit irgendwas eine kleine Verzierung machen. Da. Dann würden wir jetzt uns der Hinterseite widmen. Da kann man ja auch schnell zum Voraus gerade schnell schauen. Ich will gerne die Vögel haben.
Ein bisschen Sommervögel wäre nicht schlecht. Und haben wir doch irgendwo noch ein Vogelkäfig gehabt? Nein. Lieber noch ein bisschen coole Schrift. Irgendwie so. Oder so. Ja. Etwa in dieser Art und Weise. Ich mache mir das hier einfach auf der Seite parat. Und vielleicht denke ich ja daran, das zu nehmen, wenn es dann ankommt. Ach, ich kann euch sagen, ich bin im Fall auch eine recht chaotische Bastlerin. Wirklich. Und was ich mich manchmal hintersinne, was ich für Scheissdreck wieder zusammengefiguretelt habe. Ja, es ist ja so, es passiert mir halt eben einfach. Siehst du, so wie mit dem Leim und Coppaloni. Wir stellen immer wieder den verkehrten Weg her. So muss er doch sein. Aha, und da kommen wir da her. Und dann nehmen wir noch ein schmales für da, damit wir nachher die Vögel her tun. Siehst du das auch so? Zack. Oh, noch ein bisschen weiter rauf, über den Leim drüber am liebsten. Und noch ein bisschen weiter rüber, dass wir dann schön um die Ecken herumkommen. Ja, prima. Noch ein bisschen. So, jetzt ist gut. Jetzt bin ich zufrieden. Da kommt da Vögel drauf. Vielleicht nicht auf dem fertigen Cover leimen. Aber ja, wieso nicht? Ja. Genau das meine ich eben, mit chaotisch und Zeug machen, wo ich mich nachher dann frage, so, hey, wieso hast du jetzt auf dem fertigen Cover leimen? Nicht auf dem Cover, auf dem Cover, nicht auf dem Cover. Wieso hast du jetzt dort leimen, damit das jetzt alles am Arsch ist? Ja, no. Es ist einfach so. Ich kann es auch nicht ändern. So. Da unten wir. Ich weiss es doch auch nicht. Es hat den schon. Was man könnte machen, wenn man das alles dann so beklebt hat, könnte man es theoretisch noch alles zusammen mit irgendwie Artpotsch oder Modpotsch oder wie das Zeug auch immer heisst, bestreichen und so versiegeln, dass dieser Oberfläche dann wirklich nichts mehr passiert. Oder dass nicht anfängt also ausfranseln oder so. Ja, aber mir gefällt es eben nicht so wahnsinnig gut. Also ja, ich finde, es ist dann immer ein bisschen, ja, wenn es so eine Schicht drauf hat. Halt eben den Weg herum. Ich finde es wirklich ein bisschen schöner, wenn das so bleibt, das Papier, das doch so schön ist. Es soll doch so schön bleiben. Bitte. Und so. Und jetzt noch da. Nein, schau. Ja. Das ist schon gut. Das ist ja schon gut. So. Und jetzt haben wir da noch das hier. Das darf auch noch mitmachen, he? Weil das so hübsch ist. Geht alles 7-mal länger. Aber es macht nichts. Wie gesagt, wenn es euch zu dumm ist, könnt ihr einfach spulen. Und so. Voilà. Alles drauf.
wo wir drauf haben wollen, alles zusammengeklebt. Das ist vielleicht ein bisschen viel Leim. Es rümpelt jetzt hier ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, das leitet sich dann auch wieder. Ich glaube, es kommt im Fall gut. So, jetzt steht da Toilette. Das gefällt mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht so. Ich habe das Gefühl, ich muss das irgendetwas drüber kleben. He? So, Shaving ist okay, aber Toilette? Nein. Ich weiß nicht. Inktool. So. Und da noch. Haben sie auch nicht gut gemacht. So. Also. Das ist ja schön an der Collage. Wenn es irgendwo etwas drauf hat, wo einem nicht gefällt, klebt man einfach etwas drüber. Fertig. So. Das WC ist fort. Ah ja, es gefällt mir ein bisschen besser. So gefällt es mir ein bisschen besser. Gut, kehren und unten aufkleben. Die Ecke. Zuerst die Ecke. Aufstellen. Zuerst Ecke. Voilà, einmal Ecke. Ich finde das super, dass der so schnell klebt. Wirklich. Das ist natürlich bei kleinen Projekten dann auch immer sehr praktisch, wenn man wirklich so ein bisschen schnell vorwärts machen will, gerade beim Filmen. Ja, dann kann man einfach gerade weitermachen, oder? Dann muss man jetzt nicht da noch ewig etwas trocknen. So. Ja, ist egal. Einmal so, rauf und dann runter. Nicht auf die Unterlage, bitte. Nicht verreissen, bitte. Aha, hier noch ein bisschen nachleimen. Zack, 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 zack. Rucki zucki. Und so. Und drüber. Und die letzte Seite noch. Einmal aufklappen und einmal runterklappen. So. Oh, schön. He? Oh, es geht doch super aus. Jetzt sehen wir gerade, wie es hier aussieht. Wow. Ja, hübsch. Die Seite gefällt mir fast ein bisschen besser. Weder die. Aber, nein, ist cool. Die Vögel sind herzig. So. Voilà. Was jetzt kommt, ist da der Buchrücken. Müssen wir ja jetzt noch machen. Und das habe ich jetzt bei diesem Büchlein hier, habe ich es mit so einem Fabric Tape gemacht. Das ist so eine Art Washi-Tape, aber stoffig. Und bei diesem grossen Kerl hier habe ich es mit einem Kaffee eingefärbten Stück Leintuch gemacht. So einen Streifen. Genau, und ich glaube, ich möchte das jetzt hier auch wieder mit dem Tape machen, weil mir das so wahnsinnig gut gefällt. Ich gehe das schnell holen und dann müssen wir dann schauen, dass wir es schön in der Mitte ausrichten. Da wäre schon schön, wenn es ein bisschen gerade wäre. Kleiner Moment. So, also da wären wir wieder.
Genau, das Tape ist also ungefähr 6,5 cm breit. Ja, das bedeutet, also hier von der Mitte aus, macht das irgendwie 3,2 und nochmal 3, irgendetwas Guckers da auf dieser Seite. Und hier auch gerade so. Ich habe das Zeug auch schon krumm draufgeklebt und es ist wirklich auch nicht so wahnsinnig hübsch. Darum ein bisschen messen. Schadet niemandem. Wir müssen ja jetzt nicht gerade einen Preis gewinnen. Aber ja. Wenigstens ein bisschen. So. Dann kommt das etwa hierher und etwa hierher. Jetzt müssen wir das noch abschneiden. Wie gesagt, es ist wie Washi-Tape. Also es ist, man kann es dann immer noch ein bisschen verrutschen. Wenn man es jetzt noch nicht so schön draufgeklebt hat. So. Und da stimmt es hier auch etwa. Ja, und es kommt natürlich noch da rein. Ah, genau. Und was ich noch vergessen habe, weil es eben wie Washi-Tape ist, müssen wir es tatsächlich noch ein bisschen anleimen, sonst klebt es wirklich nicht genug gut. Und da wäre ja der schade. Da ein bisschen Leim. Und da ein bisschen Leim. Salig. So, ich stopfe es dann schon noch gerade ein bisschen mehr runter. Aber ich muss hier auch noch gerade ein bisschen geben. Und so. Und habe ich jetzt hier keinen drauf da, gell? Das ist oberschlau. Aber können wir noch. Ist noch nicht kaputt. So. Jetzt beim Andrücken muss man wirklich auch ein bisschen schauen, dass es da nicht allzu fest verschiebt. Links und rechts, da ist es schon recht übergerutscht. Dass es links und rechts etwa gleich fest überrutscht, so meine ich. Weil es geht ja da noch in den Graben runter da. So, und dazu kann man natürlich auch irgendein Tool nehmen. Ich nehme jetzt hier das Teil von meinem Scarboard, drücke das hier ein bisschen an, drücke das hier gut an, haben wir ja schön Leim drin da. Voilà. Und dann sollte es wirklich mehr oder weniger in der Mitte sein, wenn wir Glück haben. Ausser wir hätten jetzt komplett falsch gemessen. Und dann, keine Ahnung, was dann wäre. So, es ist tatsächlich stimmt es ungefähr, hä? Puh, Schwein gehabt. Das ist fast nicht mehr damit gerechnet. Ja, nein, also, da hätte man jetzt auch noch ein bisschen leimen können. Ja. Komm raus. So, einmal so und einmal so. Da ein bisschen drunter mosten. Nicht übertreiben. Du kannst weg. So, voilà. Das wäre unser Junk Journal. Ich freue mich schon mega drauf, hier den Innerteil nachher zu machen im nächsten Video. Und es würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr auch wieder dabei wäret, wenn wir das zusammen machen könnten. Mein Video ist jetzt tatsächlich doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ja, Jesus Gott, jetzt ist es halt so. Hauptsache, wir haben etwas Schönes zustande gebracht. Ich freue mich.
und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen!